Herr Präsident, für opfällig Herr Seowitsch, merci so für das Interpellation, weil den ganz froh Stellung bringt, weil es auch wichtig ist, über eine strategische Investition an Zukunft zu schwätzen von unserem Land, weil der Findel ist mehr wie eine technische Infrastruktur. Und das strategisch für das Land, für die Mobilität von den Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft, für die Resilienz und außerdem als auch einen strategischen Punkt für die Weiterentwicklung von unserem Standort als europäische Hauptstadt. Zölle Schweizer für sich 2024 hat der Findel nach 5,1 Millionen Passagiere gezählt, 200.000 schon mehr. An diesem Jahr, an 2026, wird schon mit 5,7 Millionen Passagiere gerechnet. Das bedeutet, dass es aktuell Infrastrukturen immer mehr an ihre Grenzen kommen. Das gesagt ihr noch Check-in-Bereiche, Parking, Sicherheitskontrollen, Passagierfluss, alles das muss mit dem wursten Schritt halten, wenn wir mehr Effizienz, mehr Sicherheit und eine bessere Qualität garantieren. Da hat die Stadt zusammen mit Lux Airport das Projekt 2032 op gestaltet für die Kapazitäten vom Flughafen zu erhöhen und die Infrastruktur zu modernisieren. Mit dem Projekt 2032 schwätzen wir nicht nur über das Bauprojekt, sondern über eine grundlegende politische Entscheidung. Wie wollen wir, dass Lützburg in den kommenden Jahrzehnten angeschlossen, organisiert und positioniert ist? Bis 2032 sollen rund 1 Milliarde Euro investiert gehen, für den Findel zu modernisieren und zukunftsfähig zu gestalten. Und da das nicht nur eine substanzielle Summe, wie das für allem eine notwendige Investition, notwendig, weil die Realität als schon angeholt hat. Das Projekt 2032 bedeutet eine gezielte Modernisierung, mehr funktionell Passagierbereich, modern technologische Sicherheitssysteme an eine bessere Organisation vom Raum und von der Infrastruktur, die nicht nur halt funktioniert, sondern auch noch funktionieren muss. Über dieses Projekt heraus muss man sich wohl weiter Gedanken machen, wie eng das Erlebnis Passagiere angeboten kriegen. Ein Teil davon als Zuwandlung an den öffentlichen Transport, die schon am Tram einen großen Schritt nach vorne gemacht wird. Die Zuwandlung über die Straße muss auch verbessert gehen. Wenn ich an den Rempart denke, die ganz oft überlastet ist, Parkingen, die überfüllt sind. Und wir hoffen dann noch, dass man ein paar Getreide hat, mit 4.000 Plätzen, den Bereich rund um den Flughafen entlastet wird, für die Parkingsituation grundlegend zu verbessern. Zum Komfort für Passagiere gehören aber auch Serviceleistungen für den Handling von den Wollen. Wir gehen davon aus, dass mit den Investitionen an die neuen Gebäude die Services auch verbessert gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Findel ist nicht nur ein Passagierflughafen, in das für allem auch von den wichtigsten Cargo-Hubs in Europa. 2024, ich habe schon gesagt, sind 830.000 Tonnen Cargo vom Lützeburger Flughafen aufgewickelt gehen. Das ist eine Dimension, die Lützeburg in eine ganz spezielle Position besetzt. Und hier muss ein Troll von der Cargolux so klar und selbstbewusst nennen. Cargolux hat seine Homebase hier zu Lützeburg und das ist so eng von den bedeutendsten Cargo Airlines weltweit. Das Firma ist nicht nur ein wirtschaftlicher Akteur, sondern auch ein strategischer Pilier von unserer Logistikkompetenz. Der Findel ist also nicht nur ein Transitpunkt, sondern ein Schlüsselinstrument für die Attraktivität vom Wirtschaftsstandort Lützeburg. Cargolux steht für Know-how, für internationale Vernetzung, für Zuverlässigkeit und dadurch Krisenresilienz. Und das tun wir besonders während der Covid-Zeit gespürt, wo Luftfahrt entscheidend war, für die Versorgungsketten aufrechtzuerhalten. Da soll man uns natürlich auch vorstellen, wie sich Cargolux in Zukunft weiterentwickeln will, wie ein Marché sich erschließen will, und wie Lützeburg da helfen kann. Wir haben beispielsweise eine relativ traditionelle Methode, wie die Belötung von den Fliegern aus schwerer Schiene gucken, wie Cargolux da belötet wird, wie die Infrastrukturen da aufgebaut sind. Das ist schon ein bisschen etwas anderes wie hier, und da muss ich wahrscheinlich auch mit der Zeit mithalten.
Herr Präsident, da mir iwwer de Findel schwätzen, da muss mir och eng Drittdimension uschwätzen, die dacks ënner belicht bleibt, seg Bedeutung fir Sicherheit, NATO an Verteidigung. An enger Zeit, an der Sicherheitslage in Europa sich fundamental verändert huet, as da is Pflicht, iwwer als Verteidigung nachzudenken, neue Beitrag zu leisten. Sicherheit haut hecht net nur militärisch Präsenz, mir für allem logistische Fähigkeiten, Mobilität und Reaktionsfähigkeit. Der Flughafen von Findel als ein Dual-Use als einer Infrastruktur und als fähig, neben dem zivilen Verkehr auch militärische und humanitäre Operationen durchzuziehen, wie Transport, Personal, medizinische Ausrüstung oder sogar strategische Gitter. Für alle muss man performant sicher an eine moderne Infrastruktur voraussetzen. Und noch hier spielt Logistikkompetenz für Lützeburg und damit auch für Cargolux eine zentrale Rolle. Sie trägt zur Resilienz von der europäischen und transatlantischen Versorgung bei, da das relevant für als NATO-Partner oder als NATO-Partnerin. Das ist relevant für die Glaubwürdigkeit für Lützeburg, ein verlässlicher Partner an der Allianz zu sein. An dem Kader ist Modernisierung vom Tower essentiell. Wir begrüßen dafür Decision, dass ein Tower modernisiert wird und in der Form von einem hybriden Tower, der sowohl digital wie auch en präsentiell geriert wird. Das ist wichtig, dass Fluglotsen auch Sichtkontakt behalten mit den Fliegern auf ihrer Piste. Auch das trägt zur mehr Sicherheit vom NATO-Flughafen und zum Flughafen insgesamt bei. Beim Ausbau von den Tankkapazitäten, das ich auch schon gesagt habe, die im November letztes Jahr beschlossen wurde, verbessern wir auch als Resilienz am Nutzen der U-Bahn und NATO-Pipeline mehr optimal. Mit als auch mehr Möglichkeiten, als Lufthansa auch gesagt gehen, von alternativen Treibstoffen zu lernen. Wenn wir über die Findel schwätzen, da bleibt mir über kritisch nationale Infrastruktur zu suchen, dass sie sicher, resilient und modern müssen, gegen technische Ausfälle, gegen Cyberrisiken und auch gegen politische Unsicherheiten muss gefeit sein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht vergessen dürfen wir beim Ausbau und an der Vergrößerung vom Flughafen aber die Leute, die rund um den Flughafen wohnen. Es gibt heute schon Hilfen für Häuser besser, geht die Medizin zu isolieren. Das Hilfen sind wir der Meinung, sollen ausgebaut gehen, wohl wissend, dass die neue Generation von Fliegerinnen Männer Medien machen und noch Männer Umweltschäden verursachen. Tro stellt sich also nicht, ob wir sollen investieren, wie wir sollen investieren. Und wir geben uns natürlich auch freuen, von als nationale Luftfluggesellschaft ein bisschen Männer aus den Novellen rauskommen und mit ihrer Qualität, die sie aber bitte auch mal ein bisschen an die Presse abtauchen. Aber wenn wir von Respekt vis-à-vis von den Bürgerinnen und Bürgern schwätzen, dann denken ich auch an den Dialog mit den Bürgern. Und ich denke, ganz schwer ist, auch eine Akzeptanz zu finden, sie seriös zu hören, sie mit an Boot zu gehen, ist ganz wichtig. Die strategische Entwicklung und Erweiterung vom Findel ist eine Chance für eine moderne, performante Mobilitätsinfrastruktur, eine Chance für wirtschaftliche Stärke und als Logistikkompetenz auszubauen und eine Chance für Lützeburg, dass seine internationale Verantwortung einstellt, zivil, wirtschaftlich und auch sicherheitspolitisch. So nicht merci.